Wie den Herr Juncker das Jahr seine Erklärung zur Lage von der Nation vorgedrohen, und das war ja gleichzeitig die Erklärung von den Nicht-Resultaten von der Tripartite, die er selber unterbrach oder keine anderen, wurde dann das für nicht verdächtigt. Das war nicht verdächtigt, sondern er angefangen mit einer heftigen Kritik, ich zitiere, sagen wir, der Turbokapitalismus und der ungebremster Deregulierung, Neoliberalismus und der Politik vom sehr Geld an Südes. Wenn sich dann erwehrt hat, nur der heftigen Kritik Finanzkapitalismus kämen Konsequenzen für eine andere Politik heraus, dann muss ich Haut nach immer werden und werden noch nach Manach und schmengen werden nach lang. Tatsächlich ist an den letzten Jahrzehnten heute zu Lützeburg wie an der ganzen Welt die Verteilung vom gesellschaftlichen Reichtum immer mehr ungerecht ging. Den Anteil von den Löhnen geschaffenen Reichtum wird kontinuierlich aufgeholt, auch heute zu Lützeburg, und auf der anderen Seite wird den Anteil von den Beneficer, eigentlich kann es aber auch nicht sein, gerade so kontinuierlich zugeholt. Und die Umverteilung von innen nach oben, das war eine von den grundlegenden Ursachen von der Krise. Oben auf der gesellschaftlichen Leder hat eine ungeheure Privatbereicherung stattfand, mit einer ungeheuren Konzentration auch von ökonomischer Macht, von allem an den großen Finanzkonzernen. Und das geht auch weiter. Und der Reichtum oben, den also zu einem großen Teil nicht investiert ging, weil die Löhne innen nicht nachgekommen sind, weil es also eine Nachfrage gefehlt wird, und dafür Investitionen an Produkte kein oder nicht genug Aufsatzfond hätten. Dafür also einen großen Teil von dem Reichtum an Finanzspekulationen geflossen, und da sind dann durch Renditen erwartet gehen von 15%, 20%, 25%, vergleicht das mit der Spurbücher, aber jedenfalls viel mehr wie an der realen wirtschaftlichen Produktion, weil der durchschnittliche Wachstum weltweit an den letzten Jahrzehnten, der lag immer bei 3 bis 4%, und nicht bei 15, 20 oder 25. Das heißt also, die Renditen, die da erwartet sind, die müssen auf die Produktivwirtschaft, auf Löhne, auf Arbeitsplätze destruktiv Auswirkungen haben. Weil wenn die Rendite noch nicht teilweise zurückkommen, da muss ein Druck auf die Löhne an die Entreprisen machen. Da müssen Betriebe zugemacht werden. Da müssen massenhaft Arbeitsplätze aufgebaut gehen. Nimmen, für das die Kuren auf die Börsen entlohnt gehen, für das Dividenden von den Aktien und die Renditen einigermaßen noch zurückkommen. Auch das geht nach immer so weiter. Ich schon an den letzten Wochen ein paar Mal hören, und ich brauche nicht so von wer seid, es wären die Entreprisen, die zu Lützeburg heute Reichtum schaffen. Ich weiß nicht, wer ich könnte vorstellen, in einer Entreprise, wo kein Mensch dran schafft, außer einer Industriebruch. Der haben wir ja heute genug am Süden, aber ich gesehen aber keinen, die Reichtum produziert. Ich komme von der naiven Vorstellung nicht los, dass eigentlich immer letzten Endes es menschlich Arbeit ist, die Reichtum schafft, und nicht eitel Entreprisen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wen dann den Reichtum verteilt wird. Misst nicht den größten Teil denen Leute zukommen, die geschaffen haben, in Form von Lohn, von sozialen Dienstleistungen, in Form von Arbeitszeitverkürzung, in Form von Investitionen, die ihnen zugutekommen und dann noch neue Arbeitsplätze schaffen, am öffentlichen Transport, am sozialen Wohnungsbau, am Gesundheitswesen, am Klimaschutz. Aber wir bestimmt über die Verteilung von dem Reichtum. Sind das die Leute, die schaffen an ihr Vertreter, oder sind das die sich einen dicken Teil von dem Reichtum ungeeignet tun? Wen hat dezidiert, auf ihr Wart, dass Vielreibuch zugemacht wird, dass Dickricher Brauerei zugemacht ist, und so weiter und so weiter. Misst
nicht endlich so sehen, dass die Leute, die den Reichtum geschaffen haben, auch darüber dezidieren, was damit geschieht. Wer dann nicht endlich den Zeitpunkt kommt, die Wirtschaft an den Dienst der Gesellschaft zu stellen, an nicht umgedreht, der soziale Gerechtigkeit Priorität zu geben für der berühmten Kompetitivität, die wir alle Guten immer müssen anstrengen, für das Wort auszuschwätzen, mit dem wir die ganze Zeit an den Kopf gehalten kriegen, an der sich ganz oft nicht ernst verstoppt wie der Wunsch nach privater Bereicherung. Wer nicht endlich Zeit kommt, den Sozialstaat auszubauen, aber was ist der Sozialstaat? Als Staat, wie ich an einer Patronatszeitung gelesen habe, nimmen die letzte Hilfe von der Gemeinschaft für Leute an einer extremer Not, dann wird der Sozialstaat schon an der Stehenzeit, schon auf einem anderen Platz gesucht, dann nun darf man noch, weil die helfen auch dem kleinen Af an der Not als Gemeinschaft, wann das unbedingt muss sein. Der Sozialstaat, das ist etwas anderes, das ist ein Ensemble von Regeln, Strukturen, Institutionen, die wir abgerichtet haben für die Menschen an Gesellschaft, für den zerstörerischen Wirkungen von der Konkurrenz, von der Kompetitivität zu protegieren. Und den ist auch nicht vom Himmel gefallen, den ist an einem jahrhundertlangen Kampf durchgesetzt ging. Und ich meine, den Kampf muss man weiterführen. Der Sozialstaat ausbauen, das ist eben auch etwas ähnlich wie die sogenannte Selektivsozialpolitik, weil die haben wir schon im 19. Jahrhundert. Am letzten Sozialalmanach von der Caritas, die ist ja aber wahrscheinlich nicht dafür bekannt, Eis besonders Schnauze stohen, steht, die Selektivsozialpolitik, das wäre ein Unwort. Und das Unwort, das könnte eigentlich nur Sozialabbau bedeuten. Und das ist es, weil das ist die Logik von der sozialen Selektion am Platz universelle Rechte für jeden, eine Sozialselektion mit all dem, was das mit sich bringt, Stigmatisierung, Humiliation, Kontrolle, Spaltung von der Gesellschaft. Das ist Sozialepicerie am Platz der Erhöhung vom Mindestlohn. Das ist das System von Minimalrenten, minimaler Gesundheitsversorgung für die Eng, Privatversicherungen für die anderen, die sich das leisten können. Am Platz eine universelle Sécurité sociale, wo wir alle Guten solidarisch angebunden sind, wo jeder nur seine Moyen gibt und nur seine Bedürfnisse kriegt. Das, was die Regierung als Krisenpark vorgelegt hat, das ist ein Beispiel von der selektiven Sozialpolitik, die nicht da nicht ist wie Sozialaufbau. Wo wir uns nicht wehren, der Sozialstaat lös wie Trondeln von der berühmten Salami aufgeschnitten wird, bis nichts mehr bleibt. Der Maßnahmenpark, die geht zu 90% auf Kosten vom Salariat, also auf Kosten von denen Leuten, die für Lohn und Gehalt schaffen oder geschafft haben. Der Rentenajustement, den auf 2 Jahre abgesplittet wird, geht auf Kosten von denen Leuten. Und das gilt natürlich auch für die Kleinrenten. Kindergeld nicht mehr bis 21 Jahre, 40 Millionen sollen angespurt gehen, die ist schon vorbeigegangen. Ein guter Teil auf Kosten von den Frontalien, außerdem, was hat gesagt wird, ich fand es inakzeptabel, gerade in dieser Situation, einen Teil von unserem Salariat gegen das andere auszuspielen. Gerade die Leute, ohne die als Wirtschaft überhaupt nicht können funktionieren, zum Opfer zu machen, zu bestrafen. Der billigen Akt, das ist auch so eine spannende Geschichte. Mit dem Gesetz von 2002 und angefordert ging, als das als großen Erfolg gefeiert ging, ich meine übrigens zu Recht, dass der Steuerkredit beim Kauf von einem Haus im Prinzip von der Gleichheit für ein Gesetz funktioniert, dann nicht nur der sozialen Selektivität. Lo geht die Logik umgedreht. Lo muss ihn beim Notar sein Peizhirdel oder seine Steuererklärung weisen, für den billigen Akt zu kriegen. Aber die Halbierung von der Kilometerpauschale den einzelnen Salarien kostet, das werden nach mal der Staune feststellen, je nachdem, wo wohnt, wo schafft.